Herr Präsident, die Damen und die Herren, das ist nicht häufig der Fall, dass die Chamber samstags zusammen könnt. Das seht ihr schon allein, das ist wichtig. Das ist eine Ausnahmesituation und effektiv, wir sind an einer Krise. Ich meine, keine Politiker in Bannen hält gern die Mesuren, die wir heute müssen holen. Aber es sind Decisivmesuren, Grafmesuren, die mit entscheiden, ja, über Leben und Tod. Herr Präsident, den 20. Januar 2016 hat den honorablen Demos nach Deputierten Alex Baudry am Namen von einer großen Majorität von den Membern von der Institutionskommission Bannen eine Proposition de Revision de la Constitution déposiert, für eben den Artikel 32 Paragraph 4 von der Konstitution anzupassen, den heute invokiert wird. Da dann ein Kontext, wir erinnern uns, wo knapp 6 Jahre für drun, nämlich am Januar 2015, die schreckliche Attentate auf die Redaktion von Charlie Hebdo die Welt an Atem gehalten haben. Dasselbe Jahr, für genäht zu sein, den 13. November 2015, kommen zu Paris zu weiteren Attentaten, notamment auf der Konzerthalle Bataclan, wo über 130 Menschen, unschuldig Leute, ihr Leben gelassen haben. Das gruselige Evenementer bleiben uns bis heute am Kopf, wenn wir über diesen Artikel schwätzen. Das Attentat haben dazu gefordert, dass Frankreich für die erste Kehr seit dem Coup d'État in Algerien 1958 den État d'urgence ausgerufen hat. Diverse europäische Staaten haben nur diesen Terrorattacken ihre Konstitution angepasst und die Notion vom État d'urgence respektive dem État de crise an ihrer Konstitution überschafft und präzisiert. Für so können adäquat auf national und international Menassen und Krisen zu reagieren, darunter eben noch Lützeburg. Heute, am Kader von der Corona-Krise, ist es kein terroristischer Menace, der es bedreht. Meter sein noch mehr perfid, ein mehr unsichtbar Menace, das ein Virus. Das ist ein sanitär, ein gesundheitlicher Menace. Politik muss an so Situationen handlungsfähig sein und die Regierung sehr und ohne viel bürokratischen Aufwand den adäquaten Mesuren holen lassen. Für so die Bevölkerung vor dem Coronavirus zu schützen. Es geht darum zu verhindern, dass unschuldige Leute ihr Leben verlieren. Herr Präsident, durch den État de crise kann die Regierung, und das haben die Redner schon gesagt, in einer gewissen Umstand vom Parlament Pouvoiren, speziell Pouvoiren, kreieren. Wir können über Reglement Grandikal oder Materien, die sogar durch die Verfassung dem Gesetz vorbehalten sind, zu handeln. Wir schwätzen also von plein Pouvoiren, aber in einer zeitlichen Begrenzungen. Weil ich für uns 10 Jahre mit ein paar verrückten Piraten gegründet habe, hatte ich mir nicht gedacht, dass ich ein KG stehen und über plein Pouvoiren für die Regierung aufstimmen. Piraten wurden gegründet, für die Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken, für zu verhindern, dass der Staat sich über grundlegende Rechte von uns alle Guten kann wegsetzen kann. Und das machen wir bis heute mal vollem Ersatz. Dafür ist es auch heute mit einem aberkreischenden an, dass wir das mitdrohen werden. Das ist nämlich wichtig, dass auch an einem État de crise Grundrechte weiterhin geschützt bleiben. Es sind außergewöhnliche Umstände und das verlangen eben das außergewöhnliche Moyen. Herr Präsident, beim Reglement Grandikal vom 18. März sehen wir schwarz auf weiß, was ein État de crise zu Lützeburg bedeutet. Bedeutet wesentlich Einschränkungen an Sachen Deplacement für das Publikum. Es sagt aber auch Limitationen, was den Aufenthalt an kulturelle, soziale, Sports und weiteren Infrastrukturen angeht. Es ist eine grosse Einschränkung von den Grundrechten auf freie Entfaltung von den einzelnen Menschen. Der Projet de loi 7534, den Chamber heute wird stimmen, verlängert diesen État de crise aus diesem Reglement Grandikal für maximal nach 3 Monaten. Dafür brauchen wir auch die speziell 2/3 die für Verfassungsfragen vorbehalten ist. Wir Piraten sind froh, dass wir heute Unanimität dafür fanden
an noch dat weist, an enger Kris kann Lützeburg ze Summe stoen. Ja, den Etat de Kris bedeit wesentlich Einschränkungen an unserem alltäglichen Leben, an den Daven, a schmerzhaften Abschnitt an als Ökonomie. Trotzdem dürfen wir lo nicht kapitulieren, wir müssen agieren. Das Etat de Krise muss der Regierung Moyen geben für unbürokratischer alle Leute, von den Salarien über die Entreprisen bis hin zu den Independenten und Chômeurs können zu helfen. Sie wird durch die Abkündigung von 4 geschriebenen Delayen, durch Chômage partiell wie schon gemacht, oder für was nicht, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen für die, die es besonders hart trifft. Wie gesagt, sind außergewöhnliche Umstände. Das verlangen noch außergewöhnliche Moyen und Mesuren. Parteipolitik hat auf dieser Platz nichts verloren. Herr Präsident, ich lese an der europäischen Presse von jungen Leuten auf Intensivstationen, von Leuten, die leben nach 4 Russen schon. Ich lese von älteren Leuten, die leben lang geschafft haben und noch leiden. Ich höre aus erster Hand von überfordertem Gesundheitspersonal, was Tag für Tag alles geht, heierst du im Soss. Das ist nicht die erste Krise, die das Land muss meistern. Freiheit hat als einer Krise seinen Preis, aber wenn der Preis für die Freiheit nur der Krise ist, dass wir nur daheim bleiben müssen, dann sollten wir das machen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Forscher an den Politwissenschaften am französischen Centre National de Recherche Scientifique und ein Direktor am Collège d'Europe schreibt gestern einen von seinen Artikeln, dass Krisenzeiten, wo sich Unterschied zwischen populistischen und moderierten Politikern abgeht. Aber wie die Coluche schon sagt, ils ont des théories sur tout, mais surtout, ils ont des théories. Populisten sind nicht kapabel, sich auf ehrlich fundierte Argumente zu basieren, während eine moderierte Politik daraus besteht, Decisionen zu wählen, die sich imposieren. Kit, dass sie unpopulär können sein. Wir Piraten schließen aus dem wir sehen den Etat de Krise als eine Mesure, die auf Fakten, auf Verstand und Wissenschaft basiert. Wir dürfen nicht an die Emotionen verfallen, aber wir müssen Mesuren holen, die den Leuten wirklich helfen, für eine Katastrophe zu vermeiden. Ja, es werden Sanktionen geben für Leute, die sich nicht an Konsignen halten. Und Sanktionen sind immer grundsätzlich kritisch. Aber wir haben an den letzten Tagen leider gesehen, dass auch mit dem besten guten Willen viele Leute Konsignen vom Reglement Grand Ducal noch immer Mesuren tun und dementsprechend brauchen es Sanktionen, für so die Leute zu schützen. Wo der Appell bleibt daheim nicht greift, muss der Staat penalisieren. Wenn Immanuel Kant schon sagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Herr Präsident, die Damen und die Herren, diesen Etat de Krise darf nicht zur Normalität gehen. Wir Piraten stehen für Freiheit und Sozialsicherheit von allen Einzelnen, ohne Überwachung mit so Mann wie mehr Staatsgewalt. Wir können diese Projekt nur mittragen, weil den Bürgerinnen und Bürger schützt. Wir wünschen uns aber nicht mehr, wie das den Zustand hat, so sehr wie möglich abgelöst wird und dass wir frei sind, ohne aber den Gedanken von Solidarität zu vergessen, den an dieser Krise so präsent ist. Los uns die richtigen Lehren aus dieser Zeit sehen und los uns nur 4 an eine gesund, fair und europäische Zukunft gucken. Il y en a des personnes qui n'ont pas la chance d'être avec leurs proches dans ces temps de crise. Il y en a qui s'en sont abris. Il y en a qui seront livrés à la violence de leur mari. Il y en a qui travaillent durement sans répit pour nous tous. Ce sont des Luxembourgeois, des Portugais, des Allemands, des Italiens, des Français, des Allemands, des humains. Tous, ils vivent les mêmes misères, en tant qu'Européens, en tant qu'humains. Nos pensées sont avec vous. Wenn diese Krise eines aufzeigt, dann, dass wir alle Menschen sind, die nach einem gesunden, fröhlichen und erfüllenden Leben streben. Wir werden aus dieser Krise lernen. Wir dürfen jetzt nicht egoistisch handeln. Martin Luther King Jr. used to say, "Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred." Piraten so haut, this is the time of solidarity between everyone living in this country, on this planet, and willing to fight this virus.
Bleibt daheim. Schützt der Mitmenschen, seid solidarisch. Zusammen packen wir das. Merci vielmals, Herr Clement. Die Regierung hat Wort. Der Premierminister, Herr Xavier Bettel.